Die Motion, die ich will am Numm von der ADR deponiere, betrifft den CETA-Akkor mit Kanada. Wir hatten hören, dass die Europäische Kommission den Akkor will als Exklusivkompetenz von der Europäischen Union präsentieren. Und da wir etwas machen, was wir hier nicht wollten, nämlich einen gemischten Akkor. Wir wollten ja als Lützburger Parlament, wie auch die anderen Parlamente, das Gelegenheit tun, als über den Akkor auszuschwätzen und dann noch eventuell zu ratifizieren. Das war etwas, was, meine ich, alle Parteien hier bannen als rote Linie bezeichnet hatten. Alle guten Motivationsungen, wir hatten eine Emotion in dem Sinn gestimmt, die auch von der Regierung mit gedroht gouf, für das wir uns sollten engagieren. Das ist ein gemischten Akkor soll sinn. Verschiedene kritisieren den Zeitpunkt, dat wo wirklich net delikat, mit das net den Zeitpunkt der Länge, weil ob dat lo direkt um britische Referendum oder zu einem anderen Zeitpunkt gewirrscht wird, stellt sich immer, ob dat die richtige Prozedur, also das Vertrauensverlust an Kommission damit verbunden, eventuell auch Ruf no méi Demokratie an den europäischen Institutionen, mit das auch strukturelle Problem, die bei anderen Akkorden wie beim TTIP auch an einer ähnlicher Form nicht kann optauchen. Dafür wollte mir als ADR Konklusionen sehen, institutionelle Konklusionen, für dat so eng Situation nicht mehr vorkommen. Und in dem Sinn, Herr Präsident, wollte ich eine Motion hier überreichen. So nicht merci. Merci, Herr Karteiser. Ich hatte an der Introduktion gesagt, dass dem CETA geht an die Decision von der Kommission für den CETA-Akkor als Exklusivkompetenz von der Europäischen Union zu bezeichnen. Wir hatten ja alle gut als Partei gesagt, dass das eine rote Linie wäre, dass das nicht ging. Die Regierung möchte auch das, was richtig ist in diesem Kontext, sie verteidigt die Position von der Chambre, die auch hier aus an den europäischen Institutionen. Wir wissen aber nicht, wie das ausgeht. Und froh als auch in einem Kontext, wo man nach einer wichtigen Freihandelsaufkommens negozieren, an notamment den TTIP, und man nicht muss Konsequenzen von juristischer Natur ziehen. Es ist ja so, dass Herr Juncker juristisch argumentiert, die Europäische Kommission hat die juristischen Avis gehen, und das Conseil eventuell für das zu ändern. Wenn Herr Juncker selber sieht etwas an diesem Kontext, was alles soll gidieren, sieht den Kritiker, also all die wie mir, die losen, nee, das ist auch eine Nationalkompetenz, weil wir sind an diesem Kontext sind Kritiker, die hin ausschwätzt. Hier seht, wir sollen juristisch argumentieren oder, das ist nämlich, oder eine Debatte über die Regeln von der EU aufhängen. Und invitiert uns also selber nur zu denken, ob die Regeln, die wir heute brauchen, wenn wir über die Behandlung von Freihandelsaufkommens an den europäischen Institutionen nur denken, ob das die richtig sind. Wir wollen als ADR die Präzedenzfall vom CETA holen, wie so etwas, wie wir da mal Blick haben, an Zukunft zu verhindern. Wir wollen ob als Prärogativen als Nationalparlament können effikaz verweisen. Für das zu machen, haben wir angeregt an dieser Motion, für eben die Regeln zu ändern, ob die den Herr Juncker hinweist. Und wir suchen an den zwei letzten Punkten, für die Regeln zu ändern, dass eben erstens die Europäische Kommission nicht nur selber an unabhängig von den Memberstaaten zur Basis von einem Mandat von den Memberstaaten kann negozieren, mit der Mitwirkung von den Memberstaaten. Wenn man das an CETA und TTIP gehabt hätten, hätte man können eine ganz Reihe, wo Sorge von der Zivilgesellschaft über de Kontinu, über die Auswirkungen von den Akkorden können mat an Verhandlungen abfließen lassen, am Platz, dass man lo Verhandlungsdokumente mussten in einer ganz bestimmten, strikte Regeln lesen gehen, das ist nicht die Weg, wie wir mengen, dass die Memberstaaten von der Europäischen Union sich sollen abbringen, am Treten, die sie aber hanno bannen. Es ist also ein bisschen auch ein Zurückholen von der Dignität, ein Zurückholen von unserer Möglichkeit, Verhandlungen zu beeinflussen, die zu Brüssel gemacht werden. Den zweiten Teil, die zweite Forderung, als eben für das auszuschalten als Möglichkeit, verteidigt mit Recht immer kritisiert gehen, dass das eine Applikation provisoire von einem Traité, eine Applikation provisoire von einem Traité, just von die europäischen Institutionen einen Ugehol haben, an ihr die Nationalparlamente sich können ähnlichen oder ausschwätzen am Fall von einem Akkord mixt. Auch das ist eine ganz wichtige Sache. Es ist immer an den Diskussionen von allen Parteien angeklungen, dass man das eigentlich nicht fehlten, eine Applikation provisoire, aber da los wir die Möglichkeit aus dem Traité rausholen, genauso wie wir eigentlich überhaupt keine exklusiv europäische Kompetenz brauchen. Ich meine, wann
so ass, dat den Treaty wirklich nimme gemeinschaftlich Kompetenze bereiert, da passiert auch ohne Probleme an ohne Delayen die Nationalparlamenter, so dat doch dat rein zeitlich Argument kaum kann invokiert gehen für eine einfach Aufschärfung von einer exklusiv europäischer Kompetenz an den Treaty durchzusetzen. Das ist eigentlich statt, was da der proposiert. Eine Konklusion aus unseren eigenen Observationen hebannen, sech och eng Meiglechkeet fir ze testen, wéi serieux miret Menge, wann man soen, mir hätte ger echtens dat Nationalstaaten méi mat ze schwätzen hunn wichtigchten Handelstreteen, dat man als netwelle fir fait accompli, vun ihr engem juristischen Aviven der Europäischer Kommission setzen lassen, an dat mat eestuele mat dem Wunsch fir berechtigt Bedenken an der Zivilgesellschaft anzubringen a Verhandlungen och van den europäischen Treaty ausgehandelt gëtt. Dat der Sinn an Zweck vun dieser Motion an der Schmenge wie wäre mat eis selber logisch an eierlech, wann man se gegen unhullen an dummer der auch den europäischen Institutionen ein klares Signal gehen, wat mir Menge mat engem Matsprucherecht vom Lützeburger Parlament. Ich so nicht merci.